Und ich lebe nicht aus diesen Bedürfnissen, sondern aus Gott. Das ist etwas, was wir mit dem Fasten oder was Fasten bewirkt. Ihr wisst das ja sicher, wir sind in der Fastenzeit, von Aschermittwoch bis Ostern. Die hat vor jetzt fast 2 Wochen schon angefangen. Und ich habe gedacht, ich möchte doch mal auch darüber etwas erzählen, über das Fasten. Weil es ist doch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, entweder ist man doch, oder gibt es manchmal so ein bisschen die Position, ja, nee, Fasten, das tue ich nicht. Fasten, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, das ist so ein bisschen. Und auf der anderen Seite ist es so, entweder einfach voll fasten und sonst gar nichts. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es gibt wie so ein bisschen die 2 Extreme, obwohl ich auch sehr das Gefühl habe, es gibt eben auch ein Mittendrin oder irgendwo ein Zwischendurch, was ich auch sehr cool finde, die Teilen- und Bettenkampagne von Heilsarmee. Ich werde euch vorlesen aus dem Matthäus 6, Vers 16. Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Es ist noch spannend, es steht, wenn ihr fastet. Es steht nicht irgendwie, falls ihr fastet. Es steht, wenn ihr fastet. Also irgendwo in dem Jahreszyklus, wo die Juden waren, hat es irgendwo auch immer eine Fastenzeit gegeben. Durch das ganze Jahr durch hat es immer so Momente gegeben vom Fasten. Auf das ist Jesus eingegangen. Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann sollen sie nicht finster reingucken oder irgendwie furchtbar mutig gucken. Aber das ist gar nicht das, wo ich darauf eingehen möchte. Unbedingt. Das ist einfach auch etwas, wo mir gerade so ins Auge gestochen ist, wo mir aufgefallen ist, als ich diesen Text so gelesen habe. Fasten ist nicht ein Verdienst vor Gott. Wir können uns mit Fasten nicht irgendwie etwas verdienen bei Gott. Fasten gibt es ja in ganz, ganz vielen Religionen. Und in vielen Religionen kann man sich eben mit Fasten etwas verdienen. Kommt man irgendwie umher, kommt man irgendwie eine Ebene weiter. Aber bei uns Christen, Gott beeindruckt es nicht, wenn wir fasten. Und Fasten war aber schon immer ein wichtiger Punkt gewesen. Schon im Alten Testament lesen wir, dass Leute gefastet haben. Es ist ein wichtiger Punkt im Neuen Testament und auch durch die ganze Kirchengeschichte durch ist Fasten ein Punkt gewesen, der wichtig war. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es geht darum, ging wie mehr. Auch wenn man jetzt gerade im Moment mit Nachrichten liest, irgendwie, ja, ich komme nicht raus bei diesem Weltgeschehen, wer jetzt was genau vorhat. Aber es zeigt etwas, es ist eine gefallene Welt. Und meistens, oder eigentlich immer, geht es um Macht, Geld und Sex. Das sind so die 3 Hauptdinge, die so in der Welt die Sachen auslösen. Und es ist ein Ausdruck vom inneren Drang, den doch wir Menschen haben, den wir in uns drin haben. Ging wie mehr. Ich möchte das. Ich brauche noch das. Und ich muss doch noch das haben. Und das bringt es wirklich zum Ausdruck. Und Fasten bedeutet, ich nehme die Bedürfnisse wahr, die ich in mir drin habe. Weil die sind ja nicht grundsätzlich schlecht, die Bedürfnisse in mir drin. Aber sie werden erst komisch, wenn man es immer mehr und irgendwie mehr steigert oder irgendwie verbindet. Quasi, wenn es so ins Masslose hineingeht, wird es eben zerstörerisch. Und ich lebe nicht aus diesen Bedürfnissen, sondern aus Gott. Das ist etwas,
was wir mit dem Fasten oder was Fasten bewirkt. Bedürfnisse sind ganz real. Also ich meine, Hunger und so sind ganz reale Bedürfnisse. Oder irgendwie, also ich könnte doch noch das oder das erreichen. Das ist ganz normal. Aber sie sollen mich nicht bestimmen. Fasten sagt dem inneren Trieb, ich will nicht aus dir herausleben, sondern aus Gott. Es ist eine bewusste Fokussierung weg von mir, weg von meinen Bedürfnissen, her zu Gott. Und es ist nicht so, wenn wir doch mit Fasten anfangen, ist doch vieles so genau, dann, wenn wir anfangen mit Fasten, dann kommt das Verlangen. Dann, das wetten wir. Oder genau das wette ich. Ich habe jetzt in dieser Fastenzeit angefangen, Kaffee zu fasten. Und so die ersten 2 Tage ist es gut gegangen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte so ein bisschen Entzugserscheinungen mit Kopfweh. Aber eigentlich ist es relativ gut gegangen. Und dann bin ich zu meinen Eltern am Berg helfen. Und da gibt es halt furchtbar guten Kaffee. Und man nimmt halt wirklich einfach auch zum 9 einen Kaffee. Und ich habe so, nee, ich nehme eben keinen Kaffee. Ich nehme nur eine warme Milch. Ja gut, aber das wäre so feiner Kaffee. Und dann irgendwie gemerkt, jawohl, komm fest an mit Fasten, dann fehlt es dir doch. Genau dann. Wenn du noch nicht fastest, denkst du, ja, das schaffe ich locker. Ja, so viel Kaffee habe ich jetzt nicht getrunken, kein Problem. Und dann fängst du an und dann lachen die Kaffeemaschine an. Dann kauft noch der WG-Mitbewohner neue Kaffeebohnen und kauft noch eine Kaffeemühle, so eine ganz fancy Kaffeemühle und macht jetzt auch ganz feinen Kaffee. Und genau in dem Moment fange ich an, Kaffee zu fasten. Das ist doch irgendwie verrückt. Und darum geht es eben auch ein bisschen beim Fasten. Nicht auf das zu gucken, was fehlt, das, was ich nicht habe, das, was mir jetzt gerade fehlt, irgendwie das Kaffee, sondern von dem wegzugucken auf Jesus. In der Kirchengeschichte sind die Wüstenväter. Die haben grosse Erfahrung mit Fasten, weil die haben in dem Sinn eigentlich nichts anderes gemacht als das. Sie haben in Einfachheit und Verzicht gelebt. Und wenn wir fasten, gehen wir eigentlich ebenfalls in die Wüste. Wir gehen nämlich zu Jesus in die Wüste. Weil auch Jesus hat doch gefastet und ist 40 Tage lang in der Wüste unterwegs gewesen. Und wir gehen in die Wüste, um ihm zu begegnen. Wie schon vorhin gesagt, wir können uns irgendwie nicht etwas verdienen mit dem Fasten, sondern wir wollen Jesus begegnen in der Wüste drin. Er ist der Einzige, der uns befreien kann. Nicht das Fasten befreit uns von Sachen, sondern die Begegnung mit Jesus ist das, was befreit. Und es ist ja noch spannend, in der Wüste dreht Jesus unsere Versuchung. Und ganz besonders da stellt er sich der gefallenen Welt. Es gibt 2 in dem Sinn verschiedene Geschichten über die Fastenzeit von Jesus. Eine ist im Markus-Evangelium, eine ist im Lukas-Evangelium. Und ich gehe auf die ein bisschen im Lukas-Evangelium ein oder einfach auf die Reihenfolge. Als erstes kommt der Teufel zu Jesus und sagt man, verwandle doch die Steine in Brot. Ein ganz simples Bedürfnis, das wir jedes einzelne von uns tagtäglich erleben. Hunger. Die Versuchung zielt auf den Körper ab. Und es ist eigentlich wirklich ein Grundbedürfnis, weil ohne Nahrung sterbe ich. Und Jesus antwortet dem Satan, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Er lebt von jedem Wort aus dem Mund von Gott. Also die wahre Quelle ist Gott, der Vater, wo Jesus hier ganz klar bezeugt. Als nächstes führt der Teufel Jesus auf einen hohen Ort und fordert ihn auf, zu springen. Die Engel
würden ihn ja dann tragen und ihm würde nichts passieren. Und Jesus sagt, nein, du sollst Gott nicht versuchen. Es gibt Verheißungen, dass die Engel wirklich schützen, dass die Engel würden Jesus beschützen und vermutlich hätten sie es ja auch gemacht. Aber man soll nicht mit Gottes Zusagen spielen, sondern wir sollen ihm vertrauen, so wie auch Jesus in dem Moment auf Gott vertraut hat und gewusst hat, er wird ihn versorgen. Und dann kommt noch die letzte Versuchung, und das ist die schwerste Versuchung. Weil sie geht eigentlich direkt in die Berufung von Jesus. Der Teufel fordert Jesus auf, ihn anzubeten, vor ihm niederzufallen. Und dafür verspricht er ihm all Reich von der Welt. Weil Satan ist zu diesem Zeitpunkt noch Herrscher über die Reich oder über die Welt. Doch auch hier antwortet Jesus, du sollst Gott alleine anbeten. Die Versuchung greift eben wirklich direkt in seine Berufung ein. Jesus ist der König der Welt. Er hat das Erbe bekommen von seinem Vater. Und der Teufel will ihm da probieren, quasi eine Abkürzung aufzuzeigen. Zu sagen, es könnte doch schneller gehen. Du kannst das jetzt schon in diesem Moment haben. Er könnte das haben, was ihm eigentlich ohnehin zusteht. Aber halt genau schon jetzt in diesem Moment. Doch Jesus lehnt ab, weil er vertraut dem Vater und seinem Plan. Und so ist doch Versuchung betrifft häufig Grundfragen in unserem Leben. Oder es geht irgendwie um Berufung in unserem Leben, wenn Versuchung reinkommt. Und Jesus ist durch das alles durchgegangen, um uns zu befreien. Und nochmal später lesen wir beim Einzug in Jerusalem, habe ich noch spannend gefunden, dass das eigentlich auch eine Versuchung war. Die Menschenmenge, die Jesus reinreitet auf Jerusalem, hat gerufen, Hosianna, Sohn Davids. Also sie feiern ihn als König. Und seine Berufung ist greifbar nach in diesem Moment. Es geht auch nicht mehr lang bis zu seiner wahren Berufung, aber in dem Moment, wo die Menschen ihn als König feiern, ihn als Sohn Davids feiern, könnte er vermutlich sagen, zu den Waffen und ganz ein Häufen von der Menschenmenge, die ihm zujubeln, würden zu den Waffen greifen und würden einen Aufstand anzetteln. Wie erfolgreich das dieser Weg war, weiss man wie nicht. Aber wir sehen etwas, wie da auch um irgendwo eine Versuchung da ist, die direkt in die Berufung von Jesus hineingeht und darauf abzielt. Aber wir lesen auch da, Jesus macht es nicht. Er geht auf Jerusalem hinein, guckt sich um und geht um ihn raus. Und genau das ist der Grund, dass die Menschenmenge, die gerufen hat, Hosianna, der Sohn Davids, die gleiche Menschenmenge ruft ein paar Tage später, kreuzigt ihn. Bis ganz am Schluss hat Jesus darauf verzichtet, sich selber das zu nehmen, was ihm zusteht. Er hat es dem Vater im Himmel überlassen. Und genau dem Jesus können wir begegnen, wenn wir fasten. Wir dürfen frei werden von dem, was uns plagt, was uns ja irgendwie gefangen nimmt. Er hat die gefallene Natur überwunden. Und wenn wir fasten, treten wir ein gewisses bewusst in diese Realität mit ein. Noch ein paar Worte zum Praktischen, zum Fasten. Wir können einen fastenden Lebensstil entwickeln. Oder das wäre eigentlich
wie soll ich sagen, oder ich habe mir das wirklich zum Ziel genommen. Ich habe erstmal einen Input gehört darüber, so einen fastenden Lebensstil. Zum Beispiel kein Kaffee vor 10 oder dass einfach bis um 10 kein Kaffee trinken. Und so sagen wir auch im Alltag ein gewisses, ich lebe nicht aus diesen körperlichen Bedürfnissen, die ich habe, sondern aus Gott. Es geht nicht irgendwie um Moral, dass man irgendwie moralisch sagt, das ist eben nicht gut und das ist schlecht und das sollte man nicht. Sondern es geht um eine Fokussierung, um eine Ausrichtung. Und wenn man eben vielleicht bis um 10 Uhr auf Kaffee verzichtet, in meinem Fall, dass man wie sieht, da könnte ich, oder in dem Moment merke ich, jawohl, ich brauche nicht das Kaffee unbedingt. Ich will mich in dem Moment auf Jesus ausrichten. Es geht um Ernsthaftigkeit. Ich richte mich um mich täglich neu auf den Jesus aus. Und da ist doch die Fastenzeit so eine gute Gelegenheit, um Jesus in der Wüste zu begegnen und zu sagen, ich will frei werden. Quasi, ich will Kaffee aus Freiheit trinken. Nicht, weil ich sage, ich muss eben einen Kaffee haben, dass ich am Morgen überhaupt irgendwie so vorwärts komme. Das ist nicht Freiheit, sondern ich will Kaffee trinken aus Freude am Herr und weil der Herr den Kaffee gut hat gemacht. Oder weil er einfach so etwas Feines hat gemacht. Das ist doch Freiheit, wo gut ist, wo förderlich ist. Und in dieser Fastenzeit, können wir uns vielleicht fragen, an welchen irdischen Sachen hängt denn mein Herz? Wo braucht es vielleicht Buß? Wo muss ich mich neu auf Jesus Christus ausrichten? Wo muss ich meinen Fokus ganz neu mich auf ihn ausrichten? Und jetzt dürftest du die erste Folie einblenden. Und jetzt seid ihr das erste Mal schon gefragt. Hier sind 3 Fragen. Wo erlebe ich im Alltag das Bedürfnis wie Sicherheit, Anerkennung oder Genuss mein Denken oder Handeln stark prägen? Und wie könnte Fasten mir helfen, mich neu auf Jesus auszurichten? Oder vielleicht, welche Abkürzungen in meiner Berufung oder in meinem Lebensziel könnten für mich eine Versuchung sein? Und was bedeutet es konkret, wie Jesus dem Vater zu vertrauen? Was wäre ein einfacher, praktischer Schritt zum einem fastenden Lebensstil für mich persönlich? Und welche Freiheit erhoffe ich mir daraus? Ihr hättet jetzt Zeit, 5 Minuten, so ein bisschen mit dem Nachbar auszutauschen über die Fragen, was euch da beschäftigt und bewegt. Oder wie ihr mit diesen Fragen würdet umgehen oder was ihr vielleicht würdet sagen. Weil mir hilft es manchmal, gerade so mit jemandem auszutauschen, weil dann habe ich es wie mal jemandem gesehen. Dann habe ich es wie mal laut ausgesprochen und nicht nur so gesagt, ja genau, das wäre noch ein guter Punkt für mich, sondern ich habe es wie auch mal jemandem gesehen. Und vielleicht könnt ihr ja dann mal in ein paar Wochen nachfragen, du hast doch da etwas gesehen. Wie hast du es umsetzen? Wie ist es dir gegangen damit? Und so würden wir einen kurzen Moment machen vom Austausch.